danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie heute alle hier so zahlreich erschienen sind. Ja, und auch dafür, dass Sie anscheinend alle angezogen sind. Ja, bei mir war das bis zum heutigen Abend noch gar nicht so klar, ne? Ob ich heute hier vor Ihnen stehen kann und eben auch angezogen bin. Ne? Ja, die Dame in der ersten Reihe, wunderbar. Sehr adrett. Ja, aber kein Wunder, Normalgröße. Ja, kommen Sie. Einige von uns kennen das. Ne? Fühlen wie Brad Pitt, aber eine Statur wie Sigmar Gabriel. Ne? Ja, bei Frauen kommt das ja oftmals noch viel schlimmer. Ja, die kommen ästhetisch von einer gefühlten Claudia Schiffer im freien Fall ungebremst auf Alice Schwarzer. Ja? Vom Tage unserer Geburt an presst man uns in Normen. Es wird gewogen, gemessen, für zu klein, zu dünn, zu dick befunden. Die Norm ist eben das, was häufig genug vorkommt, um allgemein als normal zu gelten. Ja, das allein wäre noch gar kein Problem. Aber was ist denn mit denen, die von der gesellschaftlich aufgestellten Norm abweichen? Sind die dann unnormal? Es folgen ständige Untersuchungen, dass man als kleiner Stoppelmopser um Gottes Willen auch in allen Entwicklungspunkten genau der Norm entspricht. Der Vermerk, keine Auffälligkeit. Ja, der liest sich doch in Anbetracht einer Weltbevölkerung von ca. 6 Milliarden Menschen wie der reinste Horrorroman. Hilfe! Ich muss aufpassen, dass ich nicht verloren gehe! Wiedererkennung unmöglich! Bin ich unnormal? Nur weil bei mir die Größe eines Dackels und das Gewicht eines Blauwals miteinander kokettieren? Ja, im Grunde habe ich gar kein Übergewicht. Nein, ich bin nur untergroß. Auf 2,80 Meter wäre das doch alles ganz anders verteilt. Soll ich mich diskriminiert fühlen? Nur weil es für mich keine Konfektionsgröße gibt? Also meine Damen, wollen wir vielleicht ein bisschen miteinander noch reden? Wir können ja auch einen kurzen Kaff machen. Ja? Soll ich mich diskriminiert fühlen, nur weil es für mich keine Konfektionsgröße gibt? Klamottenkauf auch so ein Thema. Die reinste Odyssee. Habe ich bei Engels gerade noch ein Hemd in Größe M probiert, ändert sich meine Konfektionsgröße auf einen Weg 180 Meter Luftlinie bis zum New Yorker auf Doppel XL. Ja, okay, ich habe noch einen kurzen Zwischenstopp in der Eisdiele gemacht, aber 3 Größen Unterschied. Notfalls gehe ich trotzdem noch auf Klo und dann wäsche das Eis. Ich sag Ihnen, Klamottenhersteller sind der wahre Grund für Bulimie. Wieso ist man anders? Warum nicht besonders? Und dabei halte ich das strebenswert, ja? Sich von der gesellschaftlich auferstellten Norm abzuheben. Ja? Ich meine, wie möchte man sich denn sonst von der großen grauen Masse der Genormten zumindest so weit abheben, dass man auffällt? Und sagen wir mal ehrlich, im Grunde wollen wir doch alle ein bisschen auffallen, nicht wahr? Ja, Norm und Anpassung waren mir schon immer ein Gräuel. Wenn man uns damals in der Schule sagte, bringt morgen bitte ein kariertes Blatt DIN A4 mit, da konnte ich nicht anders. Ne? Ich habe halt ein liniertes A5-Blatt mitgebracht, ja? Und versuchen Sie da mal einen Mathe-Test drauf zu schreiben. Ja, dieser ganze Normwahn, der ist ja noch stets begleitet von Vorurteilen. Gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ne? Reinster Horrortrip. Dick gleich doof und doof wird nicht eingestellt. Und so bin ich halt hier gelandet beim Kabarett. Was? Sie dachten, ich mache das hier freiwillig? Nee, Kabarett statt Diät. Wieso ist es so toll, in irgendeine Schublade zu passen? Nein, das würde ich doch sowieso nicht schaffen. Warum soll ich typisch jugendlich sein? Sportlich, politisch uninteressiert, ungebildet, so ein Games-Convention-Typ eben. Da bin ich doch lieber unnormal. Was wäre denn, wenn normal nur ein anderes Wort für langweilig ist und unnormal nur ein anderes für interessant? Und sagte nicht schon Freddie Mercury? Ich liebe Menschen, die andersrum sind. Ich mag Menschen, die anders sind. Und in diesem Sinne wünsche ich uns noch einen unnormalen Abend. Danke.